Ich bin Lehrer. Seit 10 Jahren bin ich hier im Dorf, im Hauptdorf vom Bezirk. Man sagt ihm zwar jetzt nicht mehr Dorf, man sagt ihm jetzt Stadt. Als ich oben war, war es noch ein Dorf mit Wiesen und Wald drumherum. Jetzt steigen die Häuser an den Hügel hoch. Überall hat es Fenster. Wir haben 5 Schulhäuser. Ich bin im grössten, im 2. Stock, im 3. Zimmer rechts. Nach der Ferie kommt ein anderer da rein. Ich habe noch zusammengeräumt, zum Platz zu machen für den Neuen. Es wird einer sein, der ein rechter Lehrer ist, nicht einer wie ich. Ich sitze nochmal am Pult. Als ich reingekommen bin, habe ich gedacht, es sei leicht, jetzt Schluss zu machen und fortzugehen. Nach all dem, was passiert ist. Ich habe schnell gemacht, wie einer, der fliehen muss, wenn man hinter ihm her ist. Aber dann ist es auf einmal immer schwerer gegangen. Gerade das Schwer hebt einem zurück. Gerade das. Es hat Wurzeln geschlagen. Wo sind sie noch mal? Warum ist eigentlich alles gekommen? Wo hat es angefangen? Es muss früh am Morgen gewesen sein. Etwa vor einer halben Stunde. Der Milchmann hat sie im Garten gefunden, wo er ins Haus wollte. Hat sie jemand überfahren? Nein, sie ist zum Fenster rausgesprungen, aus dem 2. Stock. Ein armes Mädchen. Dort wohnt doch der Gewerder. Haben die dann Kind? Nein, die haben kein Kind. Sie ist nicht ihres eigen. Sie ist aus der Stadt. Es geht mit mir in die Schule. Und das ist jetzt tot. Wem gehört es denn? Es hat einen anderen Namen. Warten Sie, wie heisst sie jetzt? Ich denke, eines von denen, die man einfach verschoppelt. Und ausgerechnet beim Gewerder. Ja, bei denen stimmt sowieso nicht alles. Man sieht den Mann und die Frau nie zusammen. Ich habe letztens von einem Bub gelesen, den haben sie tot in einer Kiesgrube gefunden. Ein armes Mädchen. Man sollte alle einsperren, die solche Plätze aussuchen. Warum Briegisch? Hast du es denn gekannt? Sag doch, hast du es gekannt? Ah, da kommen jetzt endlich. Wir haben auch lange genug gewartet, bis sie kommen. Bleich ist sie. Ich war vorhin schnell im Haus. Die macht nicht mehr lang. Das gibt eine Untersuchung. Glaubt mir, das gibt eine Untersuchung. Sind doch so gut, gehen Sie bitte ein bisschen aus dem Weg. Ja, Sie auch. Machen Sie doch bitte Platz. Du musst doch nicht briegen. Bist du mit der Schule? Warum ist sie rausgekumpelt? Hast du ihr nichts angemerkt? Zu wem gehen ihr in die Schule? Zum Gleichen wie meine. Zu dem, wo auch am Werkmeister sein Bruno so schnell gestorben ist. Da muss man sich ja nicht wundern. Dem sterben ja die Schüler nur so aus den Händen aus 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, schon etwas 5. Ja, so, der Sepp. Zudem ist doch auch ein Prokurist Kramer sein Peter in die Schule, der vor ein paar Jahren... Genau der! Es merkt jetzt bald ein Blinder, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Er kann einem ja nicht mehr anschauen, wenn man ihn auf der Straße trifft. Still, da kommen sie raus. Ein armes Mädchen. Gehen Sie bitte ein bisschen auf die Seite. Jetzt sind doch so gut, machen Sie bitte ein bisschen Platz. So könnt ihr ein bisschen auf die Seite, ich will auch etwas sehen. Sie schupfen doch nicht immer. Au, Sie haben ein Tuch über sie entdeckt. Ich habe ja gesagt, die mache ich nicht mehr lang. Schaut dort, am Gewehr, seine Frau fährt auch mit. Die briegt nicht einmal. Glauben mir, die ist schon tot. So schwätzen doch nicht so dumm. Machen Sie bitte Platz, so können Sie wegfahren. Es geht nicht mehr lang, dann sind wir dort. Beruhigen Sie sich, Frau Gewerder. Dass das aber auch ausgerechnet uns muss passieren. Es hat doch recht gehabt. Können Sie nicht dem Chauffeur sagen, er soll ein bisschen schneller fahren? Es ist ja wie tot. Es ist nicht mehr weit, nur noch ein paar Minuten. Und die Notfallstation ist avisiert. Wenn es wenigstens etwas gesagt hat. Irgendetwas. Gerade zu früh sind sie übrigens auch nicht gekommen. Und wir haben schon einen anderen Fall heute Morgen. 2 Autos, die ineinander hier sind. Ist das Ihr einziges Kind? Wir haben überhaupt kein Kind. Das gehört nicht uns. Ich habe mich von allem Anfang an gewehrt, eins aufzunehmen. Wir hatten nur Scherereien mit ihnen. Wir haben es schliesslich auch 10 Jahre ohne machen. Und das ist jetzt der Dank. Und Sie haben keine Ahnung? Was Ahnung? Sie hat ja immer recht gehabt. Gutes Essen, keine Schläge, nichts, ein eigenes Zimmer. Sogar das Fernsehen in der Stube seit 2 Monaten. Alles. Was wollen Sie noch mehr? Man sieht halt nicht immer in die anderen rein. Verdruckt war es immer. Von Anfang an. Wir mussten immer alles aus dem Haus holen. Und dazu noch kränklich, Asthma und so Zustände. Hat es vielleicht Schwierigkeiten gehabt in der Schule? In der Schule? Für die hat sie alles gemacht. Ist ständig beim Lehrer gesteckt. Manchmal ist sie eine ganze Stunde später heimgekommen. Was er da mit dem Mädchen gemacht hat, weiss ich nicht. Man hat nie etwas aus dem Haus gebracht. Es kommt vielleicht jetzt dann aus, wenn es nicht spät ist.
es noch nicht spät ist. Meine Damen und Herren von der Schulkommission, ich glaube, wir sind uns jetzt einig. Der gravierende Fall von dieser Schülerin, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, die vor 4 Wochen zum Fenster ausgesprungen ist, gibt uns den Anlass, einem Lehrer unser Vertrauen zu verweigern. Ein Vertrauen übrigens, das er in der Bevölkerung schon lange verloren hat. Wenn es noch einen Beweis braucht hätte, dass da in unserer Oberstufe seit jetzt fast 10 Jahren ein Lehrer tätig ist, der mit seiner eigenwilligen und undisziplinierten Schulführung nicht mehr länger tragbar ist, so ist es der Selbstmordversuch gewesen. Ein junges Mädchen rührt nicht einfach und ohne triftige Gründe sein eigenes Leben fort. Pflegeeltern trifft keine Schuld. Ich habe mit beiden geredet, es sind vernünftige und unbescholtene Leute. Und sie haben das Kind vor einem Jahr in völlig uneigennütziger Weise bei sich aufgenommen. Umso zweifelhafter ist, aus allem, was man bis jetzt gehört hat, die Rolle des Lehrers in dieser Sache. Warum hat er das Kind immer wieder allein bei sich zurückgehalten? Er hat ihm auf irgendeine Art und Weise den Kopf verdreht. Wie das geschehen ist, das ist noch zu untersuchen. Aber eins ist sicher. Der Mann hat sich seit Jahren als Lehrer Freiheiten erlaubt, die verheerende Folgen hatten bei den jungen Leuten. Statt dass er es gesund und widerstandsfähig gemacht hat fürs Leben, wühlt er in diesen unfertigen Menschen um und bringt es zur Verzweiflung. Ich habe ihn früher schon darauf aufmerksam gemacht. Es hat nichts genützt. Jetzt ist es Zeit, dass wir mal einen Strich ziehen, so leid es mir tut. Wir können nicht mehr länger zuschauen. Hat noch jemand etwas zu sagen? Gut, dann glaube ich, können wir den Lehrer jetzt hineinholen. Ich habe ihn auf die 7:30 bestellt, er wartet im Nebenzimmer. Ich möchte den Aktuar ersuchen, den Lehrer durchzuholen. Sofort, Herr Präsident. Merci. Herr Lehrer, kommen Sie mit mir durch. Ja, bitte, Herr Präsident. Herr Lehrer, Sie wissen, warum wir heute Abend zusammengekommen sind. Ich habe Sie davon unterrichtet. Sicher wäre es uns allen lieber, wir müssen die Sitzung nicht abhalten, aber wir sind nicht mehr darum herumgekommen. Ihre ganze Schulführung, Herr Lehrer, steht seit Jahren in einem zwiespältigen Licht und hat immer wieder zu Klagen Anlass gegeben. Die Stimmung unter der Bevölkerung ist schlecht. Es hätte den Fall vom Gewerder sein Mädchen kaum mehr gebraucht. Aber es ist jetzt eben passiert und wir wollen froh sein, wenn das Kind überhaupt noch mit dem Leben davonkommt. Niemand wird allerdings behaupten, dass Sie allein an dem bedauerlichen Selbstmordversuch schuld sind. Aber eine Mitschuld haben Sie. Wir wissen von den Pflegeeltern und von den Schülern, dass sie sich gerade in letzter Zeit ganz besonders mit dem Kind abgegeben haben und dass es ganz unter ihrem Einfluss gestanden ist. Wir wissen aber noch mehr. Sie haben seit Jahren in ihrer Schule Gewohnheiten angenommen, die gerade bei sensiblen Kindern gefährliche Konsequenzen haben müssen. Statt dass sie Schule gegeben haben, wie alle anderen auch, und sich eingesetzt hätten für die Vermehrung vom Wissen von diesen Kindern, haben sie es immer wieder mit Gedanken belastet und in Grübelereien verstrickt, denen ein junger Mensch einfach nicht gewachsen ist. Dass sie selber solche Gedanken haben, meinetwegen, aber sie hätten nicht ständig Kinder damit belasten. Auch ihnen ist, wie jedem Lehrer, ein Lehrziel vorgeschrieben, das sie erreichen müssen. Aber gerade um das haben sie sich überhaupt nicht mehr gekümmert. Dafür haben sie in den Schulstuben über Sachen geredet, die einfach nicht drin hineingehören. Der Stundenplan war doch auch vor ihrer Tür angeheftet. Wenn ein Kommissionsmitglied reingekommen ist, hat es das Fach besuchen, das draussen angegeben war und nichts anderes. Bitte, Herr Pfarrer. Das ist es ja, was ich auch möchte sagen. Es wäre ja alles nicht so schlimm, wenn Sie Ihre einseitige Lebenskunde, die Sie sicher in guter Absicht gegeben haben, nicht mit der Zeit auf alle Schüler übertragen und in jedes Fach eingeschlichen hat. Schütteln Sie nicht den Kopf, Herr Lehrer. Es ist leider so. Ich könnte Ihnen selber ein Beispiel erzählen, wenn Sie es wünschen. Bitte, Herr Pfarrer. Es war vor etwa 2 Monaten. Ich wollte eine Zeichnungsstunde besuchen, am Dienstag zum Mittag. Das Zeichnen hat mich immer besonders interessiert. Ich wollte nämlich selber mal Kunstmaler werden. Kurz, was habe ich angetroffen, als ich ins Schulzimmer reingekommen bin? Kein einziges hat gezeichnet. Aber was haben sie gemacht? Entschuldigen Sie, Herr Lehrer. Sie haben mit Ihren Schülern von der Farbe vom Tod geredet. Tatsächlich von der Farbe vom Tod in einer Zeichnungsstunde. Sie können sich sicher noch daran erinnern. Ich habe einen Weiss gesehen. Wo der Grossvater gestorben ist, hat er ein ganz weisses Gesicht gehabt. Nur die Augenbrauen waren noch schwarz. Sonst alles weiss. Ich auch. Weiss. Es war das einzige Mal, als ich einen Toten gesehen habe. An einem Sonntag. Er ist mit dem Auto in einen Baum gerast. Nur das Blut ist rot geblieben. Ich weiss, ich hätte nicht mehr weiterfahren sollen.
Der Pfarrer ist an der hinteren Wand gestanden, der Stundenplan in der Hand. Ich hätte sagen, so, es ist genug. Malet jetzt. Es ist gleich was. Ein paar Herbstblätter, ein Blumenstrauß, ein Haus. Nur malet. Schnell. Deckt zu, was ihr denkt. Malet. Aber ich konnte nicht aufhören. Ein Mädchen hat aufgestreckt. Der Tod ist schwarz. Wenn einem jemand gestorben ist, legt man sich schwarz an. Ich glaube nicht, dass er schwarz ist. Nur die weiterleben, legen sich schwarz an. Aber Magdalena, vielleicht hat er alle Farben. Bei einem so, beim anderen anders. Dann ist er rot. Wenn ich Blut sehe, denke ich immer an den Tod. Nein, rot ist er nicht. Für mich ist er schwarz mit weißen Zähnen. Ich würde nur Zähne malen. Überall Zähne. Nur Zähne, nur Zähne, nur Zähne. Ich habe gewusst, was der Pfarrer denkt. Da redet es vom Tod und lacht dazu. So etwas gehört nicht in die Schulstube rein. Oder dann nur die Religionsstunde, wo man den Herrgott immer parat hat, um einen Ausweg zu finden. Er hat nicht gemerkt, dass das Kind nur so laut gelacht hat, weil er da war. Er hat es gestört. Wir sind nicht mehr unter uns gewesen. Er ist zwischen den mittleren Bankreihen vorgekommen. Die Kinder haben aufgehört zu lachen. Es ist auf einmal ganz still geworden. Sicher haben sie verstanden, was der Pfarrer zu mir gesagt hat. Herr Lehrer, Sie haben doch jetzt Zeichnen. Wieso kommen Sie auf so ein ausgefallenes Thema? Pausenglocke hat mir die Antwort abgenommen. Ich habe die Schüler rausgeschickt. Das Gespräch, das Sie hier geführt haben, ist doch eine ganz peinliche Angelegenheit. Sie vergessen, dass Sie keine reifen Menschen vor sich haben. Das sind noch Kinder. Und wenn ein Kind stirbt, wartet das Sterben eben auch auf die Reife, bis sie Examen bestanden haben und das letzte Zeugnis heimbringen. Er hat nochmal gefragt, lauter als das erste Mal. Sagen Sie, wie kommen Sie auf so ein ausgefallenes Thema? So ausgefallen ist es nicht gewesen. Ich hätte sagen, mir ist ein eigenes Kind gestorben. Das Einzige, was ich hatte. Das vergisst man nicht. Das bleibt in der Nähe. Es redet aus einem raus. Und wenn man zu laut oder zu lustig wird, legt es einem die kalte Hand auf die Lippen. Ich habe gesagt, gestern haben sie in der Stadt einen 12-jährigen Bub zum See ausgezogen. Es ist in allen Zeitungen gestanden. Die Kinder haben es gelesen. Ja, ich habe es auch gelesen. Die Kinder haben davon geredet, als ich reingekommen bin. Gut, Sie haben davon geredet. Aber warum müssen Sie jetzt mit den Schülern vom gleichen Thema weiterreden? An Ihnen ist es doch, das Steuer umzureissen und etwas Nützlicheres und Positiveres anzufangen. Ein paar Worte, gut, da hätte ich nichts dagegen. Aber alles so in die Breite zu ziehen. Wir müssen zu einem Ende kommen. Was machen Sie jetzt noch mit den Kindern, wenn sie reinkommen? Ich hätte ausweichen, aber es ist nicht gegangen. Den Tod malen wir, habe ich gesagt. Genau so war es, meine Damen und Herren. Ich bin noch nicht mehr lang geblieben. Was aus diesen Zeichnungen geworden ist, müssen wir ja jetzt nicht untersuchen. Noch etwas Kleines, Herr Lehrer. Das haben Sie vergessen. Gerade das, warum wir zu dieser Sitzung haben zusammenkommen. Bevor die Kinder nach der Pause angefangen zu malen, hat doch noch ein Mädchen aufgestreckt und hat gesagt, der Tod sei grün. Erinnern Sie sich nicht mehr daran? Doch, es war Magdalena, in der vordersten Bank. Genau das Kind, das eine Woche später am frühen Morgen zum Fenster ausgesprungen ist. Aus dem 2. Stock. Ich danke unserem Pfarrer. Und wie erklären Sie sich jetzt den Ausspruch von dem Kind, Herr Lehrer? Ich hätte es erklären. Aber ich habe nichts gesagt. Zu viele Augen haben geschaut. Und es hat mich doch niemand verstanden. Der Präsident hat weitergeredet, aber ich habe nicht mehr gehört. Ich habe Magdalena wieder gesehen als am Nachmittag, wie sie aufgestanden ist. Viel grösser ist sie als sonst und noch bleicher. Und die Stimme hat laut und sicher tönt. Das gäbe es keinen Zweifel. Der Tod ist grün, hat sie gesagt und ist abgesessen. Dann hat sie mich angeschaut. Ich habe gewusst, was sie denkt. Ein paar haben gelacht.
mich hat's gefroren. Ich habe ihm mal etwas erzählt. Sie hat es nicht vergessen. Es ist schon lang gewesen, aber das erste Mal, wenn einem eigenen Schüler stirbt, vergisst man nicht mehr. Das erste Mal, wo man sein schwarzes Gewand allein zu begleiten. Es ist mir halt einfach immer, sie sagen nicht recht bei der Sache. Der sichere Boden fehlt. Sie schwimmen auf dem offenen Meer und ziehen Kind ins Wasser statt ans Ufer. Können Sie dann nicht einmal Ihre privaten Angelegenheiten aus der Schulstube lassen? Es liegt weit zurück. Ich habe dort nach der Stadtschule gegeben, als Aushilfslehrer. Aber dort ist der Anfang von allem. Auch der Anfang von jetzt. Also ab dem Tag, als ich langsam hinter dem Sarg von dem 12-jährigen Bub hergegangen bin, am letzten Platz, weil er hinterher gehört hat und ich führe, habe ich auf einmal an allem angefangen zu zweifeln. An mir selber und an dem, was ich gemacht habe, Alltag. An dem, was ich die Schüler gelehrt habe, von Morgen bis zum Abend, Jahr aus, Jahr ein. Rechnen, Französisch, Naturkunde, Geometrie. Was hat dem Bub da vorne helfen von all dem? Er hat etwas anderes gebraucht. Aber von dem redet man nicht. Sterben steht nicht im Stundenplan. Von dem habe ich der Magdalena erzählt. Und auch vom anderen, was am gleichen Tag noch geschehen ist. Ich kann nach der Beerdigung von dem Bub noch die Frau von einem Freund besuchen, die schon wochenlang im Spital gelegen ist. Ich habe für den Besuch daheim eine grüne Krawatte in die Tasche gesteckt. Ich wollte nicht wieder tot ins Krankenzimmer reinkommen. Im Spitalgarten habe ich die schwarze Krawatte abgezogen und die grüne angelegt. Ich habe auch noch ein paar Blumen gekauft vorher. Oben im Gang habe ich vor der Zimmertür gewartet, bis eine Schwester gekommen ist. Sie hat gefragt, zu wem ich will. Als ich es gesagt habe, hat sie den Kopf geschüttelt. Die Patientin sei gerade vor einer Viertelstunde gestorben. Ob ich die Blumen wieder mitnehmen will? Ich habe es gelassen und bin gegangen. Ich habe die Krawatte nicht mehr ausgewechselt von außen. Man kann den Tod nicht täuschen. Er hat alle Farben. Rot, weiß, grün. Auch die Farbe von euch hat er, die da vor mir sitzen. Von Ihnen, Herr Präsident, vom Pfarrer. Wie kommt das Mädchen dazu, zu behaupten, der Tod sei grün? Das ist einfach absurd. Es sagt dann, dass Sie, Herr Lehrer, in dem Kind einfach alle Farben durcheinander gemacht haben. Ja, und nicht nur die Farben. Abgesehen von dem, man redet mit jungen Leuten einfach nicht vom Sterben. Die haben das Leben auch vor sich und das zählt. Das andere kommt später noch früh genug. Sie haben Ihre Schüler ständig überfordert. Und dafür den Unterricht vernachlässigt. Ein Lehrer in Ihrem Alter sollte schließlich wissen, was er in der Schule zu tun hat. Das kann man doch verlangen. Ich weiss, Bücher und Hefte sauber einbinden. Der Stundenplan führen Sie jeden Tag. 8 bis 9 Aufsatz, 9 bis 10 Französisch, 10 bis 11 Geschichte, aufstocken und innenfüllen, so viel man kann, keine Pause machen. Kein Spaltverlauf fürs Leben und keiner fürs Sterben. Tu, als wären wir alle sicher auf dem vorgezeichneten Schachbrett. Nur nicht daneben schauen, Ränder ziehen im Heft. Durchstreichen, was einer dran ist. Sie haben doch selber gesagt, das Kind sei kränklich gewesen. Es hat ja auch viel gefehlt in der Schule. Ich weiss das aus dem Religionsunterricht. Aber gerade so eins braucht doch eine starke Führung und einen sicheren Halt. Beten müssen wir für so arme Menschen. Es ist einen Augenblick still geblieben. Arm. Ich hätte sagen, es ist nicht ärmer als Sie, Herr Pfarrer. Auch wenn es der Herrgott nicht so nahe in der Tasche hat. Ich habe ihn auch nicht so nahe bei mir. Ich kann das Rettungsseil nicht einfach über den Abgrund rühren und drüber laufen. Schon als Bub ist mir der Tod immer näher als der Herrgott. Vom Tod weiß man etwas. Aber vom Herrgott? Die Haltlosigkeit von der heutigen Jugend kommt sicher nicht von ungefähr. Wenn die Eltern und Lehrer schon nicht mehr verwurzelt sind in der göttlichen Verheißung, wie sollen die Kinder da noch weiter wissen? Wir müssen das Übel an der Wurzel fassen. Erzieher ohne sicheren Glauben gehören nicht in eine Schulstube rein. Oder habe ich Unrecht? Ja, also ich will nicht so weit gehen. Der Glaube lässt sich auch einem Lehrer nicht vorschreiben, Herr Pfarrer. Aber das andere können wir verlangen.
dass er etwas leistet mit dem Kind und sich voll und ganz für den Unterricht einsetzt. Wenn die Schüler genug eingespannt werden und angestrengt müssen arbeiten, kommen sie nicht auf so ausgefallene Ideen. Abgesehen davon, dass sie so, wie Sie mit ihnen arbeiten, das Lehrziel überhaupt nie erreichen können, Herr Lehrer. Nur eine kleine Frage. Haben Sie zum Beispiel in diesem Jahr von diesen 3 Schülern, die in die Mittelschule nur einen einzigen reingebracht? Dafür springen sie dann zum Fenster raus. Das war ja nie anders. Mein Ältester hat vor 3 Jahren auch das Seminar verpasst. An der Intelligenz hat es ihm sicher nicht gefehlt. Aber an der richtigen Vorbereitung... Bleiben wir bei der Sache. Sicher ist, dass ein Unterricht, wie Sie ihn gegeben haben, gerade ein empfindliches und vom Leben schon gezeichnetes Kind hat müssen zum Gleis ausbringen und bestärken im Gedanken, den es vielleicht schon lange in sich hineingetragen hat. Fliehen aus dieser Welt. Der Tod ist ja ein Nachbar. Er ist ein Nachbar, Herr Präsident. Gerade der Kranke. Ich habe ein Kind, das gestorben ist. Aber an das denken ihr nicht. Ihr habt Wichtiges zu tun. Viel Wichtiges. Ja, haben Sie denn wirklich gar nichts gemerkt von seinem Entschluss? Überhaupt nicht? Seine Kameraden sagen doch, sie heben sich ganz besonders mit ihm abgegeben. Haben Sie es vielleicht von früher her schon kennt? Von viel früher her. Aber dort hat es noch einen anderen Namen gehabt. Es hat geheissen wie ich. Schon am ersten Morgen habe ich es gewusst. Dies Eigenkind ist wieder zurückgekommen und sitzt da in der vordersten Bank, bleich, mit traurigen Augen, die immer weggeschaut haben. Es hat auch mich gekannt, vor allem am Anfang an. Ein paar Tage später habe ich es das erste Mal am Abend im Zimmer zurückgehalten. Ich habe es gefragt, ob es mir noch schnell etwas helfen will. Wir haben die Zeichnungen sortiert miteinander und in den Kasten versorgt. Manchmal habe ich mich ganz vergessen und nur seine schmalen Hände angeschaut, wie es Blätter umkehren. Und alles ist mir wieder in den Sinn gekommen. Hast du noch Geschwister, habe ich gefragt. Nein, niemand hat es gesagt. Sie hat nichts von sich selber erzählt. Es hat einfach geholfen. Aber wir haben alles voneinander gewusst. Bevor es gegangen ist es nicht zu mir als Bull gesessen, die Hände im Schoß und hat gewartet. Ich weiss, ich hätte sagen, gang jetzt heim, es ist schon bald 6 Uhr. Aber ich konnte es nicht können. Wenn einem sein Kind zurückkommt, nach so vielen Jahren, kann man es nicht einfach wieder fortschicken. Man muss ihm erzählen. Von einer langen Zeit, wo es nicht da war. Ich habe ihm erzählt. Von meinem Kind und wie es schwer hatte, weil es gelähmt war auf der rechten Seite und musste an Krücken gehen. Sie hat gefragt, ob ich ein anderes Kind habe. Nein, niemand, habe ich gesagt. Nur dich, habe ich gedacht. Immer mehr habe ich mich an ihm angeklammert, auch im Schweigen. Wir sind zusammengewachsen. Und der Tod hat langsam seine Füße aufgemacht. Das, was gestorben ist, hat im anderen wieder leben. Und das, was lebt, hat im anderen sterben. Das ist es vielleicht. Ich habe nicht daran gedacht. Wir haben schon lange keine Zeichnungen mehr zum Sortieren. Aber ich habe das Ende nicht gefunden. Die Kraft zum sagen, gang jetzt, ist Zeit. Auch es hat nicht gehen können. Sie hat gesagt, Ich könnte Ihnen den ganzen Tag zuhören. ja, hast keine Aufgabe mehr? Das macht doch nichts. Einmal ist der Abwart reingekommen. Hat das Zimmer beschliessen. Und in der Tür hat er wieder umgekehrt. Entschuldigung, hat er gesagt. Aber sie Stimme hat verraten, was er denkt. Solltest du noch nicht heimgehen? Warum? Ich will überhaupt nie heim. Ich bin aufgestanden und habe am Tank nach. Komm jetzt. Hinten am Spielplatz sind noch 2 Mädchen und ein Bub gestanden. Ich habe es schon lange gesehen zum Fenster aus. Sie haben gewartet, bis wir rauskommen.
Draussen hat man es nicht mehr gesehen. Aber sie sind noch da gewesen. Ich habe es gespürt. Sag, hast du eigentlich keine Freundin? Nein. Niemand. Dann müssen wir halt zusammenheben. Ich habe nochmal seine Hand genommen. Ich ja gewusst, dass die anderen hinter dem Schulhaus wieder schauen. Mit der Klasse ist es dann immer schwerer geworden. Die Kinder sind von mir weggerückt. Nur eins hatte ich noch, das an mich geglaubt hat. Sie hätte doch müssen wissen, wie unvorsichtig das ist, wenn ein Lehrer ein Mädchen alleine zurückbehaltet. Haben Sie denn nicht gemerkt, wie die anderen davon geredet haben? Die Kinder merken so etwas schnell. Das kann sich ein Lehrer einfach nicht leisten. Sie sehen jetzt auf jeden Fall, wo das hingeführt hat, abgesehen vom Geschwätz überall. Eine Frage. Wann haben Sie eigentlich von seinem Selbstmordversuch erfahren? Am gleichen Morgen von seiner Banknachbarin. Sie hat Magdalena abholen, wie jeden Tag. Als sie ans Pult für gekommen ist, hat sie ganz verbrägte Augen gehabt. Was haben Sie denn gedacht? Dankt! Könnt ihr nicht einmal aufhören? Wisst ihr noch nicht genug? Sagt es doch raus! Hast du ihn totgetrieben? Ein Mörder bist! Ganz einfach ein Mörder! Sie sind doch am gleichen Morgen noch ins Spital gegangen. Der Doktor, er hat sich für den Anfang von unserer Sitzung entschuldigt, aber er kommt nach. Der Doktor hat gesagt, ein Kollege habe ihm erklärt, Sie seien schon am 9 Uhr da oben gewesen. Übrigens, wie haben Sie denn einfach so von der Klasse weglaufen? Haben Sie dem Hausvorstand vorher Mitteilung gemacht? Soviel ich weiss nicht. Ich will das nicht im Sinn von einer weiteren Nachklage verstanden haben, aber es beweist doch wieder deutlich, wie Sie sich einfach von Ihren Gefühlen treiben lassen und dann Ihre Pflichten der Schule gegenüber vollkommen vergessen. Was hat denn die Klasse gemacht in dieser Zeit? Seite 39 bis 41 im Rechnungsbuch. Eine Übersetzung, Seite 88. Napoleon in Russland, Seite 189. Klassenaufsicht, Max Gerber, Hefte einziehen, Ruth Walti. Haben Sie die Schüler überhaupt beschäftigt? Wahrscheinlich haben Sie gerade vor der ganzen Klasse von dem Unfall erzählt. Das dürfen wir doch nicht. So etwas gehört nicht in die Schule. Sie können die Kinder ablenken. Sie können die Zeit verlieren. Weiterfahren musst. Geografie, die Seidenraupe in China, Botanik, die Lippenblütler und ihre Verwandten, Aufsatz, ein schöner Sonntag. Und oben geht eins in den Tod rein. Braucht man da noch eine Beschäftigung, wenn man vor dem Tod steht? Braucht man noch eine Übersetzung von einer Sprache in die andere? Ein Wörterbuch für Sterben, Ausrechnungen über den Tod raus? Die Kinder hätten nicht mehr rechnen als ab morgen. Die Kinder nicht. Es zeigt halt doch immer wieder, wie Sie mit Ihren Füßen nicht in der Wirklichkeit stehen und die Realitäten völlig vergessen. Wir wissen von Kollegen, dass das ab morgen wie wild hergegangen ist in Ihrem Schulzimmer. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Sie sind also ins Spital. Eine Schwester ist auf mich zugekommen. Von weit her. Aus einem langen Gang. Sie kommen wegen dem Mädchen. Ja. Sind Sie der Vater? Nein. Es geht zu mir in die Schule. Also der Lehrer. Sie müssen entschuldigen. Wir können fremden Leuten keine Auskunft geben. Könnte ich vielleicht schnell mit dem Herrn Doktor reden? Ich weiss nicht. Ich will mal schauen, ob einer da ist. Ein paar Minuten später ist einer gekommen. Sie sind also der Lehrer von dem Kind. Ein trauriger Fall, ganz ein trauriger Fall. Leider kann ich Ihnen aber noch keine Auskunft geben. Die Untersuchung ist im Gang. Ob es mit dem Leben davonkommt, weiss noch niemand. Er hat mich scharf angeschaut. Sehen Sie Gründe zu seinem Verhalten? Von der Schule her, meine ich. Es wäre nicht der erste Fall, wo eins wegen Schulüberlastungen so einen Ausweg sucht. Angst vor Prüfungen, zu viele Aufgaben. Ich glaube nicht. Im Allgemeinen verlieren viele Lehrer in solchen Fällen die Übersicht über das Maß der Anforderungen und verschrecken durch noch zu spät. Schön, dass Sie doch schnell gekommen sind. Seine scharfen Augen haben mich ausgeforscht. Er hat etwas anderes gedacht, als er gesagt hat. Ich habe es genau gespürt. Schlecht gewusst, wie er ihn getrieben hat, darum ist er so schnell gekommen. Ich bin gegangen, mit wenig Hoffnung. Ich bin schon einmal so zum Spital raus.
und das Kind ist nicht mehr verwacht. Ich bin in meiner Eigenschaft als Spitalgeistlicher auch schon zweimal bei dem Mädchen gsi. Obschon ich gerade das letzte Mal eine deutliche Besserung in seinem Befinden feststellen konnte, bin ich doch nicht mit in ein richtiges Gespräch gekommen. Meistens ist das Mädchen ausgewichen oder es hat überhaupt nichts gesagt. Nur einmal, und das scheint mir für die Aufklärung von dem Fall sehr aufschlussreich. Da habe ich eine klare Antwort bekommen. Da nämlich, als ich es gefragt habe, wo es hin möchte, wenn es aus dem Spital rauskäme. Sie wissen ja, dass sich Herrn Frau Gwerter verständlicherweise nicht mehr getrauen, das Kind bei sich aufzunehmen, nach all dem, was passiert ist. Was meinen Sie, was es gesagt hat? Zum Lehrer wahrscheinlich. Ja, zum Lehrer. Ausgerechnet, das fehlt gerade noch. Ich habe es zwar kaum verstanden, es hat sich auf die Seite gedreht und es noch heimlich ins Kissen hineingesagt. Das ist ein deutliches Zeichen von einem schlechten Gewissen. Ja, wahrscheinlich hat es gemeint, ich habe es nicht verstanden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße den Herrn Doktor in unserer Mitte. Er wird uns sicher einen neuen Bericht geben können. Ja, entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, ich bin leider nicht vorher frei geworden. Bitte, bitte. Jetzt komme ich aber gerade aus dem Spital. Was Sie sicher alle zuerst interessiert, dem Kind geht es deutlich besser. Gott sei Dank. Seine Rückenmarkverletzungen sind zwar schwer, aber man wird es retten. Es wird aber sein Leben lang an die Krücke gehen. Vorausgesetzt, dass eine spätere Operation nicht noch helfen kann. Was die Gründe von seinem Verhalten anbetreffen, sehen wir jetzt auch wesentlich klarer. Natürlich muss man seine besondere Konstitution einberechnen. Eine leichte Epilepsie, verbunden mit zeitweisen Bewusstseinsstörungen, das ist sicher mitbeteiligt. Aber das allein kann der Entschluss von dem Mädchen nicht erklären, einem eigenen Leben ein Ende zu machen. Aus vielen Beobachtungen und Gesprächen, und Sie können mir glauben, es war nicht leicht, an das Kind heranzukommen. Wenn es allein war, hat es zwar viel mit sich selber geredet, aber sobald man reingekommen ist, hat es geschwiegen. Aber alle Beobachtungen in diesen gut 4 Wochen haben doch eindeutig gezeigt, dass das Kind auch heute noch wie in einer Wahnvorstellung lebt und unter einem Bann steht. Es wollte sterben, um einem Menschen näher zu kommen und immer bei ihm bleiben, was es gern hat. Und der Mensch ist sein Lehrer. Ja. Ich habe es ja immer gewusst. Ich habe es ja gesagt, das ist nicht mit den rechten Dingen zugegangen. Ich habe heute oben noch am Nachtessen, um ganz sicher zu sein, noch mal die Abteilungsschwester zu ihnen geschickt, um mit dem reden. Ihr Bericht hat alles bestätigt. Schon bevor sie die zweite Tür aufgemacht hat, hat sie es wieder gehört reden. Oder genauer, leislich gesungen heik's. Heiß ist die Sonne, schwer der Regen, kühl der Wind vom Bergisfeld. Aber Magdalena, wie geht's? gut, Schwester. Hast du genug zu essen gehabt? Hat's dir gut gedunkt? Willst du noch etwas? Kannst du es schon sagen? Ich habe Durst. Dann geh dir noch eine Tasse Tee holen. Ich bin gerade wieder zurück. Heiß ist die Sonne, schwer der Regen, kühl der Wind vom Bergisfeld. Aber was ich dir sagen, sei kein Wort von dieser Welt. Hast du ein Gedicht aufgesagt? Was ist es für eins? Eins aus der Schule. Ich wollte es aufsagen. Sagst es dann mir mal auf. Wie geht's mit den Schmerzen? Immer gleich. Komm, hebe mal schnell den rechten Arm an. Wir wollen machen, dass du gut schlafen kannst. Nur ein kleines Stichchen. Es tut nicht weh. So. Schwester? Ist morgen Besuchstag? Morgen noch nicht. Erst übermorgen. Erwartest du jemanden? Nein. Ich habe nur gedacht. Was hast du gedacht? Kannst du mir's doch sagen. Ganz sicher kommt jemand. Vielleicht der Lehrer. Ich bin dem Lehrer sein Kind. Was sagst du da? So etwas darf man doch nicht sagen.
Ich habe gelogen, sein Kind ist gestorben. Jetzt denk doch nicht immer ans Sterben. Du bist ja noch so jung und es geht dir ja besser. Weil sein Kind gestorben ist es immer bei ihm. Schwester? Ja? Ich will nicht gesund werden. Man kann doch auch im Leben beieinander sein. Ich nicht. Für mich ist es viel zu weit. Viel zu weit. Schwester? Was? Ich bin müde. Ich will schlafen. Dann schlaf jetzt gut. Und träume etwas Schönes. Gute Nacht. Ich bin dem Lehrer sein Kind. Wenn ich wieder gesund werde, möchte ich lange Zöpfe, möchte ich eine grüne Masche, möchte ich zunehmen, möchte ich zunehmen. Das Kind hat sich identifiziert mit dem Lehrer seinem Kind, der gestorben ist. Und der Lehrer, ich muss das sagen, hat es darin bestärkt. Eben. Mag sein, dass er es aus einer eigenen Heimatlosigkeit heraus hat. Vielleicht in der Hoffnung, so sein eigenes Kind wieder zurückzugewinnen. Aber das kann man nicht. Man kann die Toten nicht zurückrufen. Da liegt Ihre Schuld, Herr Lehrer. Sie haben das ohnehin gefährdete Mädchen mit ihren eigenen, ungelösten Gefühlen belastet und in ihren Einfluss gezogen, dass es einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat. Wettet Sie gerade einen Antrag stellen, Herr Doktor? Ich möchte das Ihnen und der Kommission überlassen. Ich muss auch wieder weiter, ich habe noch 2 Besuche zu machen. Ich möchte nur noch sagen, von mir aus gesehen gibt es in diesem Einzelfall noch kein Recht, auf eine Wiederwahl vom Lehrer zu verzichten. Sie entschuldigen mich. Gute Nacht allerseits. Ein Einzelfall? Der Herr Doktor redet von einem Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Wenn er länger im Dorf wäre, wüsste er, dass alles schon viel früher angefangen hat. Ja, besinnen Sie sich doch. Auch der Doktor hat ja zugegeben, dass das Kind im Wahn lebe. In einem Bann, wo sich's nicht mehr lösen kann. Der Bann hat ja auch die anderen in den Tod gezogen. Das geht sicher zu weit, auch wenn ich Sie auf eine Art verstehe. Tatsachen können wir auf alle Fälle nicht wegwischen. Ich möchte nur an den Fall vom Sohn von unserem Nachbarn erinnern, von Peter Kramer, der vor 3 Jahren gestorben ist. Niemand hat genau gewusst, an was. Auch er ist zu dem Lehrer in die Schule. Sein Tod ist plötzlich und unerwartet gekommen. Wir dürfen doch einen natürlichen Tod von einem jungen Ein Menschen. natürlicher Tod? Ja, glauben Sie denn nach allem, was jetzt passiert ist, deshalb von Peter Kramer sei natürlich gewesen? In 3 Monaten? Auch er ist am Lehrer gegangen, mehr als recht ist. Merkt ihr etwas? Du musst mir jetzt noch als Pfarrer verwahren. Das sind unglückliche Zufälle. Man kann doch die Verantwortung für Sterben nicht in einem einzelnen Menschen aufladen. Die Zufälle, Herr Pfarrer, haben sich allerdings in den letzten Jahren gehäuft. Auch ein Werkmeister Grübler, sein Bruno, ist früh gestorben, mit 21 Jahren. Haben Sie den nicht auch in Ihrer Schule gehabt, Herr Lehrer? Bevor er gestorben ist, hat er noch schnell geheiratet. Sein Kind ist jetzt etwa 4-jährig. Sie sind doch sicher noch an seinem Hochsee gewesen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich bin nicht am Hochsee gewesen. Aber sonst stimmt alles. Es ist alles wahr. Fahrt nur weiter. Man kann das alles einfach nicht mehr überschauen. Wir müssen endlich Ordnung machen. Auch am Brunnen bin ich gehangen, wie selten an einem. Darum hat er mich später immer wieder besucht. Das letzte Mal ein halbes Jahr vor seinem Tod. Er hat mich in der Schule besucht. Aber ich bin verschrocken. Ich wollte wieder einmal schauen, was Sie machen. Und wie geht's denn dir? Habe ich gefragt. Er war bleich und mager. Nur noch wie ein Schatten von dem fröhlichen Bub von früher. Mir geht's gut, prima. Ich komme zwar gerade aus dem Spital. Dort konnte ich über manches nachdenken, was Sie uns in der Schule gesagt haben. Und ich konnte es brauchen. Aber jetzt geht es wieder ab. Als er mir gesagt hat, er müsse sich 2-mal in der Woche bestrahlen, habe ich gewusst, wie es entsteht. In 14 Tagen heirate. Ich habe ein liebes Mädchen gefunden. Kommen Sie dann einmal zu uns? Er ist nicht lang geblieben. Es war mir, er wollte nur noch schnell Adieu sagen. Weit vorne im Gang hat er sich noch einmal zurückgedreht
und gelacht und gewunken. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, bis zuletzt. Glauben Sie, es wird etwa nicht schon lang von all dem geredet im Dorf? Warum sind denn gerade die immer gestorben, die nach der Schule immer noch Kontakt hatten mit Ihnen? Und von den anderen kenne ich. Ist das etwa ein Zufall? Ich hätte können sagen, die sicher sind und einem nicht mehr brauchen, die kommen nicht mehr zurück. Die haben den Schlussstrich gezogen. Wenn die Zeugnisse ausgeteilt sind, dreht es einem den Rücken. Sie sagen, komm an die. Nur die anderen kommen zurück. Die bei der Rand ausschreiben und über den Schlussstrich ausdenken. Die wollen wissen, wie es weitergeht. Die können fragen. Man kann es drehen, wie man will. Sie haben einfach keinen Unterricht gegeben, wie es sich gehört. Es ist schon lange kein gesunder Geist mehr in Ihrer Schulstube. Aber wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Wenn Sie dem Lehrer einen Hexenprozess machen und behaupten, er trage Zeichenstelle, ich glaube, wir müssen uns auf die Schulführung beschränken. Natürlich streut der Zeug aus. Da haben Sie das Ergebnis. Die Schüler sterben und springen zum Fenster raus. Nein, also der Peter und der Bruno sind gesunde Kinder. Vorher. Er hat noch einen vergessen. Der erste, den ich die grüne Krawatte in der Rocktasche mitgenommen habe. Und der Eugen Lutz, der über die grosse Brücke im Fluss gesprungen ist. Und das Elsie Graf, der am ersten Kind gestorben ist. Und all die, die noch kommen, die man nicht zurückheben kann, wenn sie mal auf der Fahrt sind. Wo man an seinem Pult sitzt. Hinter den Büchern, hinter den Biegen von Heft. Mit dem Notenstift in der Hand. Ich glaube, so kommen wir nicht an ein Ende. Ich möchte Sie fragen, will jemand von Ihnen jetzt einen Antrag stellen? Es hat niemand mehr einen Antrag stellen. Ich habe gewusst, was ich zu tun habe. Es kommt mir vor wie ein langer Traum. Und doch ist es wahr. 3 Monate sind unterdessen wieder vorbei. Ich weiß nicht, wie es durchgegangen sind. Jetzt bin ich fertig. Ich sitze das letzte Mal an dem Pult. Es ist alles aufgeräumt im Zimmer. Den Stundenplan habe ich vor der Tür genommen. 2 Hefte von der Magdalena sind neben dem Kasten gelegen. Am nächsten Samstag kommt sie aus dem Spital. Ich nehme es zu mir. Heim zu mir. Den Schlüssel vom Zimmer lege ich da aufs Pult. Der andere, der vom Schulhaus, muss ich unten abgeben, wenn ich rausgehe. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.